Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressetalk vor dem Bremen-Spiel. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, rein in den Bums. Mal gucken, was wir heute wieder für Aufreger kriegen. Ich habe noch nichts gesehen. Außer, dass hier die ersten 40 Sekunden kein Bild ist, weil ich einmal den Ton checken musste gerade, dass alles gleich laut ist. Aber wird schon. Hallo zusammen. Hallo. Der FC Bayern macht sich heute auf den Weg nach Bremen zum Topspiel morgen Abend gegen den SV Werder. Willkommen, wie gewohnt. 18:30 Vorher zur Medienrunde mit Thomas Tuchel. Servus Thomas. Und dann geht es auch gleich los. Erstes Handzeichen bitte für die erste Frage. Kyrre Ring in der Mitte für RTL. Ja. Hallo Tuchel, können Sie was zum Gesundheitszustand von Choupo sagen? Wird er diese Saison nochmal fit werden und was würde das auch bedeuten, wenn er ausfallen würde jetzt für die kommenden Spiele für Ihr System? Ja, es würde bedeuten, dass wir keine klassische 9 haben, der sich wohlfühlt mit Rücken zum Tor. Es bedeutet trotzdem, dass Sadio oder Serge oder auch mal ein Thomas oder so auf dieser Position spielen können. Aber Zeig mir dein Gesicht bei dieser Aussage, Junge. Zeig es mir. klar, diese klare Nummer 9, körperlich groß und Rücken zum Tor, das Profil haben wir nur einmal mit Choupo. Mathis kann auch auf der 9 spielen, natürlich. Wow. Wow, das hat er dann mal so ganz nebenbei mal nachgeschoben, oder was? Zählt aber erst Mané, Gnabry und Müller auf. Mané und Müller sind schon mal Totalausfälle auf der 9. Ja, können wir schon mal festhalten. Und Gnabry kannst du da hinstellen, wenn du Raum hast. Bin ich dabei. Wow. Einfach nur noch wow, wie der Junge bei uns verarscht wird, Alter. Heute noch, aber ich habe es vorhin noch gelesen, Lothar. Lothar, bester Mann, Alter. Lothar hat einfach Ahnung von Fußball. Lothar hat auch erstmal schön einen reingehauen, auf die Personalie Tell bezogen. Natürlich mal, aber es ist im Moment so, dass er sich nicht, es ist keine, ich würde nicht mehr sagen, nicht mal Schmerzen, es ist mehr ein Unwohlsein. Er spürt Endlich das sehe ich Knie, sein Gesicht dabei. was ihm Unbehagen bereitet, was ihm kein Gefühl von Sicherheit gibt. Im Gegenteil, ein bisschen fühlt sich unsicher mit diesem. Das war's übrigens, ne? Das ist alles, womit der Tell erwähnt wurde. Ja, wir haben ja noch einen Mathis, der kann auch die 9 spielen. Aber der spielt halt keine Rolle. Knie. Und Physios sind dran. Es fühlt sich an, Das ist so wär's traurig, Leute. Das ist so als wär's traurig. Eine Angelegenheit von Tagen, bis er zurück ins. Und das macht mich so wütend, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich meine, wir haben für den Spieler was? 20, 25 Millionen ausgegeben. Ja, natürlich, er ist ein junger Jost, keine Frage. Guckt euch andere Beispiele an. Geh nach Spanien, Alter. Bei Barcelona laufen regelmäßig 15- bis 17-Jährige auf. Natürlich braucht er Zeit, natürlich ist er nicht der Heilsbringer, natürlich wird er schlechte Spiele haben, wird Formschwankungen haben, sehen wir gerade bei Musiala, sehen wir bei Davis, der auch noch ziemlich jung ist. Ist doch alles gut. Ja, aber wofür kaufe ich den Spieler dann? Wofür kaufe ich einen Spieler für 25 Millionen? Dann stelle ihn in die zweite Mannschaft, Alter. Da kriegt er wegen Spielpraxis. Zwar auf einem schwachen Niveau, aber da wird er wegen Spielpraxis kriegen. Wo hat er die bei uns? 360 Minuten, seitdem er bei uns ist. 360 Minuten. Und in den paar Minuten hat er noch 4 Tore gemacht. Ja, und hat jedes Mal eigentlich gezeigt, dass er rennt, ackert, macht, tut, versucht. Und wird komplett ignoriert. Geht in meine Birne nicht rein. Geht in meine Birne nicht rein. Mannschaftstraining kommt und hoffentlich bleibt so. Aber wir können das nicht mit Sicherheit behaupten. Also es zieht sich jetzt ein bisschen länger hin, als wir es gedacht haben. Und wir wollen jetzt auch nicht vergessen, dass der Serge jetzt auch keine Kanone ist auf der 9, wa? Ja, er hat jetzt gegen Hertha mal ein Tor gemacht. Alles gut. Wie schwach war er vorher? Ja. Und trotzdem wird der Tell einfach ignoriert, Leute. Einfach komplett ignoriert. Was sind wir, was das betrifft, für ein verkackter Verein mittlerweile geworden? Ich meine, das ist ja nicht der erste Spieler. Ich meine, wir können Gravenberg gleich mit reinnehmen in die Verlosung. Da wird er jetzt vielleicht gezwungen, ihn aufzustellen. Das werden wir sehen. Du kannst etliche Spieler davor aufzählen. Marc Rocker, Alter. Hat in England durchgestartet, bei uns einfach komplett ignoriert. Renato Sanchez für 35 Millionen gekauft, bei uns komplett ignoriert. War dann in Lyon bärenstark. Und so weiter und so weiter. Warum kauft man dann diese Spieler? Dann kauf sie doch erst gar nicht.
Kann ich ja verstehen, ja, wenn man sagt, wir sind der FC Bayern München, so, wir gehen das Risiko nicht ein, wir machen keinen auf Dortmund mit Talente kaufen, wir kaufen gestandene Spieler, alles gut. Fände ich persönlich dumm, ja, sag ich euch, wie es ist, aber wenn das die Philosophie des Vereins ist, ja, dann do it. Dann do it und zieh es durch den Schuh. Aber kauf nicht die Spieler und lass sie auf der Bank vergammeln, Alter. Und dann erst recht noch, wenn die Spieler, die spielen, Leistung bringen, die unterirdisch schlecht ist. Also wenn du sie noch nicht mal dann reinwirfst. Oder wie beim Tell, wenn du noch nicht mal einen anderen Spieler für diese Position hast, der das gelernt hat. Den haben wir gerade nicht. Er ist der Einzige. Darf trotzdem nicht spielen. Fällt mir ein Ei aus der Hose. Sag ich euch, wie es ist. Hier, 1,37. Ihr könnt schon wieder Amok laufen. Das Thema, Alter. Das Thema macht mich fertig. Sag ich euch, wie es ist. Dann lasst die Spieler nach Dortmund gehen, ja. Und dann kauft sie ein Jahr später für 120 Millionen von Dortmund. Wenn das der Sinn unseres Vereins ist. Nur komisch, bei Musiala, ja. Der hat ja dann in der eigenen Jugend 2 Jahre gespielt oder 3. Er wurde ja vorher von Chelsea gekauft. Da hat's geklappt. Da hat man dann gesagt, keine Ahnung, ob der Hammer von oben kam, der gesagt hat, hier, der Musiala muss jetzt spielen. Weiß ich nicht. Kann so sein. I don't know. Ja, dann wie gesagt, dann hätte den Tell 2 Jahre in die 3. Liga gesteckt, hätte er da wahrscheinlich alles in den Grund und Boden geschossen und dann hätte sie ihn hochziehen können. So, ja, ich verstehe es nicht. Deshalb ist Ausgang offen. Natürlich, je mehr Tage wir jetzt da haben, umso länger wird natürlich auch die Phase dann, die er raus ist, umso länger wird die Phase, die er zurück braucht. Und ja, Spiele werden ja nicht mehr hier hinten raus. Wird ja jetzt schon eng. Links hier David Fehrhoff für Bild, bitte. Hallo Herr Tuchel, wir haben mal gelesen von Ihnen, dass Sie Werder-Sympathisant sind, aber wir haben auch mal gelesen, dass Sie Gladbach auch eine Zeit lang gut fanden. Können Sie uns... Alter, dann bist du ja jetzt aber schon nochmal minus 10%. Thomas, wir wären keine Freunde, wenn das so weitergeht. Einmal aufklären, Ja, sorry. Mit Werder gehe ich ja noch d'accord. von was Sie Fan Ich waren. hatte mein Leben als Jugendlicher und als Kind. Ja. Ja, wie? Da hat man auch nur einen Verein, Alter. Warst du so ein Erfolgstyp, oder was? Erfolgsfan war der Thomas. Leute, da haben wir das Problem. Eieiei. Ja, Gladbach und Werder waren meine beiden Teams in der Jugend, als Kind. Die habe ich nachgespielt im Garten. Und das Gladbach war familiär vorgegeben, da gab es keine Wahl. In meinem Okay, das verstehe ich. Dann wieder plus 10%. Haus mit meinem Papa und mit dessen Freunden, die waren alle Gladbach-Fans, also war ich auch Gladbach-Fan, ist ja klar wie immer. Und dann Werder deshalb, weil Werder die Mannschaft war, die neben Bayern in Europa gespielt hat. Und Werder war irgendwie immer Spektakel mit. Also hat er die Bayern eigentlich noch nie gemocht? Aha. Also wieder minus 10%. Otto Rehagel und mit Rune Bratzett und keine Ahnung, wer da alles gespielt hat. Und die haben dann gefühlt im Europapokal immer 3-0 auswärts verloren. Rudi und Völler, zu Hause Karl-Heinz Riedle. 6-3 gewonnen oder umgekehrt. Es war halt immer Spektakel, wenn dort das Flutlicht anging. Das war wahnsinnig reizvoll und die waren ja viele, viele Jahre dann auch die in der Bundesliga nach Gladbach eigentlich die mit Bayern auch gekämpft haben um die Meisterschaft, und dann auch später noch mit Thomas Schaaf. Es war immer Alter, so alt ist der Tuchel doch auch noch gar nicht, oder? Ist doch so alt wie ich ungefähr. Erzählt er denn dann mit Gladbach gekämpft? Gladbach war in den 70er. Da war er noch gar nicht auf der Welt. Warum haben die Gladbacher denn danach mit uns um irgendeinen Titel gekämpft, Alter? Das ist treu, da träumen die vielleicht von, aber passiert ist das nicht. immer super attraktiv. Es war so, die Werder-Raute war ja auch auf dem Spielfeld eine Raute. Werder war für stark, viele ja. Jahre, immer mit einem Werder Zehner, war echt immer mit gut. 2 Stürmern, immer mit ganz besonderen Persönlichkeiten auf der 10, immer mit ganz besonderen Stürmern. Es war super attraktiv als Jugendlicher, als Fußballfan da zuzuschauen und diese Spiele dann im Garten auch nachzuspielen. Und deshalb ist es lange so geblieben. Da hatte ich irgendwann die Möglichkeit, als Bundesliga-Trainer dort auch im Stadion dann natürlich Spiele zu machen. Und das ist schon eine besondere Atmosphäre, ein besonderer Club, finde ich, in der Bundesliga. Florian Plettenberg für Sky. Servus. Hallo Herr Tuchel. Sie haben ja jetzt schon ein paar Mal beschrieben, dass es so sein wird. Minimalziel ist jetzt der Meistertitel. Es ist ein schwieriges Amt gewesen. Minimalziel.
Was für ein Ziel existiert denn noch? Schön Fußball zu spielen, oder was? Oder ein Tor zu schießen im Spiel, oder was? Aber jetzt in einer perfekten Bayern-Welt mit einem Kader, der auch mit Ihnen zusammengestellt wurde, mit einer Trainingsvorbereitung. Ja. Wie sieht eigentlich Thomas Tuchel Fußball aus? Also was wünschen Sie sich für einen Fußball beim FC Bayern? Was kann man da in der nächsten Saison in dieser perfekten Bayern-Welt erwarten? Ja, also ich weiß nicht, ob es die perfekte Bayern-Welt, ob es die perfekte Fußballwelt überhaupt gibt. So deshalb werden wir immer mit der Unperfektheit erleben und immer mit der Unperfektheit die auch gerne annehmen und damit auch umgehen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Es gibt kein perfektes Training, es gibt kein perfektes Spiel. Wir sind alle auf der Suche danach und das macht den Job sehr reizvoll natürlich auch und da stecken wir unsere Energie rein. Wir haben auf jeden Fall Luft nach oben. Ich weiß auch gar nicht, ob es um Thomas Tuchel Fußball geht, sondern So viel Luft nach oben haben wir. um einfach die Mannschaft an ihr Limit zu bringen und sie da konstant drin zu halten, sei es während eines Spiels oder auch zwischen Spielen und dann natürlich über einen längeren Zeitraum von Wochen und Monaten. Und da haben wir Luft nach oben. Ja, also genug zu tun. Klar das wollen wir stimmt, dominant sein, wir wollen unsere Fehlerquote runter haben und wollen angreifen, so viele Tore wie möglich erzielen, viele Torchancen rausspielen und viele hohe Balle. Ja, wie wär's denn, wenn du dann schon mal als erstes mal einen Stürmer aufstellst? Wäre doch schon mal eine gute Idee, wa? Haben und damit dem Gegner nicht erlauben, vors Tor zu kommen. Das muss auf jeden Fall eine Kombination werden aus Kontrolle, aus Attraktivität und es muss nach vorne ausgerichtet sein. Wir müssen unseren Fans auch was bieten, wir müssen uns selber was bieten. Das Spieltempo muss. Euren Fans wäre das schon mal lieb, wenn ihr als erstes mal das Leistungsprinzip wieder einführen würdet. Und mal den gesamten Kader betrachtet und nicht nur die 11 arrivierten Spieler aufstellt, nur weil sie in der deutschen Nationalmannschaft spielen. Das wäre schon mal der erste Schritt, mit dem wir arbeiten könnten. Höher werden. Ja, das sind wir dran, aber es bringt jetzt gar nichts zu philosophieren und irgendeinem Idealbild nachzuhängen oder das anzufangen zu malen. Wir müssen heute uns vorbereiten und wir müssen morgen da sein. Das zählt und alles, was wir jetzt machen, fließt in alles Weitere mit rein, auch in die nächste Saison. Aber das ist ganz wichtig, dass wir im Hier und Jetzt bleiben und die Maßnahmen ergreifen, die uns jetzt gerade helfen. Und das Bestmögliche jetzt. Und wenn das nicht vielleicht ideal für uns alle aussieht, was wir auch zugeben, dann ist das jetzt gerade halt so. Auf der linken Seite Klaus Bergmann für die dpa. Eine Frage zum Personal. Leon Goretzka ist gesperrt. Sie haben jetzt schon gesagt, Choupo-Moting fällt aus. Wie sieht es ansonsten aus? Können Sie auch uns mal so sagen, wer für Leon Goretzka denn im Mittelfeld spielt? Und die zweite Frage, diese Bayern-Mannschaft war es jahrelang nicht mehr gewohnt, um einen Meistertitel kämpfen zu müssen, weil man ist immer Was hat er denn mit seiner Käppi? Was ist denn los mit ihm? Bisschen nervös oder was? mit weitem Vorsprung. Wie nehmen Sie das jetzt wahr? Also reizt das diese Spieler jetzt besonders? Wie gehen die damit um? Dass da einer ist, der sie Ich glaube, weiß gar nicht, ob ich das allgemein beschreiben kann, weil natürlich jeder einzelne Spieler auch anders damit umgeht. Ich glaube, dass es Spieler gibt wie Thomas Müller, für den es einen großen Reiz gerade darstellt, dass jetzt auch so knapp und unter widrigen Umständen sich die Schale zu schnappen. Ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Spieler auch eher das Gefühl darstellt, wow, wir können was verlieren, also dass es nicht förderlich ist, weil sie... Und das Gefühl haben sie ja wohl jetzt die letzten Wochen durch mit dem Ausscheiden im DFB-Pokal und der Champions League, oder? Jahrelang auch gewohnt sind, auch mit einem Vorsprung, auch mit einem verdienten Vorsprung natürlich Meister zu werden. Und da versuchen wir individuell einzuwirken und in der Aufgabe zu bleiben, weil im Großen, über das große Ganze und über die Umstände und was die Situation bedeutet, nachzudenken, lenkt dich halt auch ab. Ich meine, am Ende kommt es darauf an, dass wir jetzt, wenn wir ins Gebäude kommen, fokussiert sind, dass wir uns auch erlauben, locker zu sein und trotzdem einen Fokus darauf haben, was uns
was wir von uns selber jetzt erwarten. Und da kann dann jeder Spieler, glaube ich, das auch nutzen, so seinen Fokus auf die Leistung zu richten. Und was habe ich zu tun? Was erwartet die Mannschaft von mir? Was tue ich der Mannschaft zu helfen? Und das mache ich dann auch auf den Punkt. Und das große Ganze, das kümmert sich dann um sich selber, indem wir um die kleinen Sachen und uns um den Prozess kümmern. Das sind wir im Moment. Aber, klar, es ist ein knappes Titelrennen und wir sind jetzt in der Lage vorzulegen, aber ja, wir müssen einfach auch vorlegen. Wir können uns einfach für unseren eigenen Anspruch, für unsere eigene Weiterentwicklung normalerweise keine großartigen Ups und Downs mehr erlauben. Zum Kader ist es ja nach wie vor Keine großartigen. Aha. Kannst dir gar nichts erlauben. Null. Nothing. sehr dünn, weil Upa natürlich Aha. noch ausfällt, Leon gesperrt ist, Lukas und Manu sowieso verletzt sind, Chupo ist noch nicht zurück und Stani ist jetzt seit gestern raus mit einem Faserriss an Adduktoren, ganz kleiner Faserriss, das heißt so circa 2 Wochen. Ja, hat doch eh keine Rolle gespielt in den letzten Spielen. Machen wir uns immer nichts vor. 2 Wochen bedeuten natürlich jetzt eine ganze Menge am Ende der Saison. Aber wow, das heißt ja, wir haben dann wird er ja wahrscheinlich sogar gezwungen, den Tell dann mal einzuwechseln, wenn er denn wechseln möchte. Weil es gibt ja da nicht mehr so viele Alternativen auf der Bank. Oder vielleicht mal Ibrahimovic zu bringen. Habe ich jemanden vergessen? Schon genannt. Bitte? Ja, und Alfonso, klar. Alfonso ist raus. So und deshalb ist ziemlich dezimiert. Ich denke Ryan. Hat Ihnen gefallen? Ist naheliegend. Hat mir erstens gefallen und liegt auf der Hand. Ja. Und hat es verdient. Ja, hat mir gefallen, war gut. Dann Heiko Nitterer, auch Wow. 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 Mehr sage ich dazu. für Bild bitte. Ich würde nochmal auf die Stürmerfrage eingehen. Sie haben ja gerade die Option schon gesagt. Was ist da jetzt so Ihre Auswahlkriterien, wer dann spielt? Ist Mathis Tell vielleicht mal eine Option oder ist es immer noch so, wie Sie es die letzten Wochen gesagt haben? Aber man muss ja sagen, Chapeau, der bohrt noch mal richtig schön nach, ne? Er bohrt noch mal richtig schön nach. Er kriegt die Antwort, die wir letztes Mal auch gehört haben. Er ist halt keine Option. Punkt. Ist Thomas Müller vielleicht eine Option? Wie sind da Ihre Gedanken? Immer eine Option, hat sich jetzt aber nicht groß geändert. Wir haben gegen Hertha mit 2 Stürmern gespielt, weil uns das dann vielleicht ein bisschen mehr liegt, bei mehr Flexibilität. Okay, jetzt bin ich komplett verwirrt. Wir haben gegen Hertha mit 2 Stürmern gespielt. Ist es nicht letztens noch, Mané hat links gespielt? Oder sollte links spielen? Wenn wir mit 2 Stürmern gespielt haben, würde ja bedeuten Gnabry und Mané. Ich bin verwirrt. Also ich habe gegen Hertha teilweise nicht einen auf der Stürmerposition gesehen. Wow. Und eine bisschen breitere Ordnung mit 2 Spitzen und eine offene Körperhaltung, vielleicht mehr in die Tiefe reinzukommen, als zwanghaftes Profil herstellen zu wollen, das einfach nur Chupo hat mit dem Rücken zum Tor. Alle, die Sie genannt haben, können spielen. Es sind jetzt nicht mehr viel insgesamt, die jetzt heute im Kader sind. Ich denke, wir werden ein paar Nachwuchsspieler mitnehmen, um Kader auch voll zu haben, um wenigstens auch auf Notfälle im Spiel reagieren zu können. Und ja, dann werden wir die letzten Eindrücke nochmal abwarten, jetzt im Training. Schön der Frage ausgewichen. Serge hat ein Tor gemacht, ein sehr schönes Tor. King hat ein Tor gemacht, das ist natürlich extrem wichtig. Und deshalb stehen die Chancen gut, dass die beiden mal auf jeden Fall auf dem Platz bleiben. Das werden wir jetzt nicht künstlich unterbrechen. Klaus Bergmann wieder bitte, ja. Herr Tuchel, Jamal Musiala, den Sie jetzt erst täglich erleben, aber Ja. er hat ja eine enorme Entwicklung genommen und gerade auch in der Hinrunde bis zur WM, auch bei der WM eigentlich ganz gut gespielt. Da war die Effektivität nicht da. So jetzt in diesem Halbjahr 2023 ist es vielleicht mal der erste Knick bei ihm oder es stockt so ein bisschen. Ja. Können Sie erklären, ist das die normale Entwicklung eines 20-Jährigen oder
gibt es andere Gründe, die Sie sehen? Oder was Ich fehlt glaube, es ist Ihnen? eine normale Entwicklung für einen noch jungen Spieler mit extrem hohem Potenzial. Eine normale Entwicklung, wenn es in der Mannschaft nicht läuft, also wenn es insgesamt ein bisschen hakt, dass dann bei ihm auch mithakt. Das Wichtigste neben seinem Talent, das ja unbestritten ist, und seinem Potenzial, das Allerwichtigste ist sein Wille und seine Einstellung. Das ist jeden Tag hier schon mal, um besser zu werden, das ist jeden Tag hier, um da auch selber rauszufinden und sich selber rauszuziehen. Und das ist eine besondere Einstellung. Und die Kombination macht's zu was Besonderem, und die Kombination macht es einfach zu einem Geschenk mit ihm oder zu einem Privileg dann auch mit ihm zu arbeiten, und das macht es super angenehm, mit ihm zu arbeiten, weil er da selber raus will und alles dafür tut, super professionell und sehr selbstkritisch. Und ja, wenn insgesamt so ein bisschen stockt im Club und in der Mannschaft, ist es, glaube ich, völlig normal, dass auch jemand in dem Alter dann nicht ganz allein der ist, der das alles trägt. Das hat er über viele Wochen getan. Das wissen wir auch, und das wird auch wieder kommen. Das ist im Moment schon so, wie Sie sagen, dass ein bisschen auch bei ihm stockt und es nicht mehr die Entscheidungen nicht mehr so auf dem Punkt sitzen und die Dribblings vielleicht manchmal ein bisschen unsauber sind und ein zweiter, dritter Gedanke dazu kommt und die Klarheit in seinem Spiel ein bisschen fehlt. Aber alles auf einem Level, das man total nachvollziehen kann. Und wie ich gesagt habe, das Allerwichtigste ist, dass er dann auch gar nicht jetzt nach Entschuldigungen, Ausflüchten und Ausreden sucht, sondern das ist total klar und versucht da jeden Tag im Training sich auch zurückzukämpfen und seine Leichtigkeit wiederzufinden. Wir helfen ihm dabei. Florian Plettenberg wieder. Weil der Kollege hier gerade bei mir steht, zwei kurze Fragen, auch aus Respekt vorm Gegner. Wo liegen Chancen und Risiken für Sie, für Ihre Mannschaft in Bremen zunächst mal? Bremen spielt, also ich weiß nicht, ob sie wieder so spielen, aber wir sehen sehr, sehr offensive Grundaufstellung erstmal mit zwei Spitzen. Normalerweise immer auf dem Platz, immer mit einer dynamischen Besetzung von der Zehnerposition, der mal ein Achter ist, mal ein reiner Zehner, je nachdem, wie sie im Mittelfeld besetzen. Dann haben sie mit Schweizer einen extrem offensiv besetzten in der Fünferkette außen, der da fast wie ein Flügelstürmer spielt. So, sie haben viele Flanken, sie haben ein sehr direktes Spiel in die Spitze. Das ist das, was uns erwartet. Dann ist es, glaube ich, immer möglich, im Weserstadion abends eine besondere Stimmung herzustellen. Habe ich ja vorher gerade was dazu gesagt. Ich glaube, das geht immer. Dem müssen wir uns stellen. Das müssen wir auch ein Stück weit annehmen und auch genießen, aber darauf vorbereitet sein. Ich glaube, das ist ein echt ein schöner Ort, um ein Abendspiel in der Bundesliga zu spielen und da mit unseren Auswärtsfans auch sich dagegen aufzulehnen. Und dann gilt es, unser Spiel auch durchzudrücken, die kleinen Sachen gut zu machen und darüber Sicherheit zu kriegen und anzuknüpfen an den Dingen, die gegen die Hertha gut waren. An Spielkontrolle, an der Konterabsicherung müssen wir sehr aufmerksam sein, weil sie wirklich mit 2,5 Spielern. Naja, da ist der Kimmich ja dann wieder als Sechser gefragt, wa? Weil der Gravenberg ist nicht wirklich ein Sechser. Das könnte ja wieder sehr interessant werden, du. Eigentlich immer auf den Konter lauern. Deshalb müssen wir sehr, sehr aufmerksam sein, dass wir die Konter verhindern, bevor sie entstehen in den Räumen. Hinten müssen wir sehr, sehr, sehr konsequent und sehr klar in der Zweikampfführung sein. Ja, gut, der Opa ist nicht da, der irgendwie gerade so ein bisschen Wackeligen hat. Mit De Ligt und Pavard sind da zwei, die klare Zweikämpfe führen, wa? Und von da Schritt für Schritt. Jetzt noch Ihre Lieblingsfrage. Ja. Können Sie bestätigen, dass Randal Kolo-Muani ein Transferziel ist des FC Bayern und von Ihnen? Ne, das kann ich nicht bestätigen, können wir ganz kurz machen. Ja, weil ich es nicht bestätigen kann. Weil erstens würde ich es nicht bestätigen, wenn es so wäre, aber ich kann es auch nicht bestätigen, weil es nicht so ist im Moment. Weil kein Interesse? Im Moment ist kein Thema. Danke. Sonst noch? Oder? Zum Glück, Alter. Ich sehe auch keine 120 Millionen, die da angeblich aufgerufen werden für den Spieler, sage ich euch ganz ehrlich. Sprache verschlagen? Nein. Kann ja nicht sein.
Keine weiteren Fragewünsche, doch hinten an der Kamera. Okay, bitte. Ja. Der Kampf um die Spitze ist jetzt gerade ja so knapp wie lang nicht mehr bei den Bayern mit Dortmund. Geben Sie Ihren Spielern vielleicht auf den letzten Metern noch ein bisschen mehr mit als sonst? Oder? Mehr mit als sonst? Nee, wir ehrlich gesagt nicht. Geben alles mit, was wir glauben, was nötig ist. Wir verkürzen alles, von dem wir glauben, dass wir es verkürzen können und was nur unnötige Informationen oder zu viel sind. So deshalb, wie immer, unsere Arbeit oder mein Fokus liegt eigentlich darauf, die Mannschaft immer gleich mehr oder weniger vorzubereiten, unabhängig von dem, was die Rahmenbedingungen sind. Wir würden, denke ich, ziemlich identisch die Mannschaft vorbereiten, wenn wir großen Vorsprung, großen Rückstand hätten. Wir tun alles dafür, das ist der Mindset, wir tun alles dafür, das nächste Spiel zu gewinnen. Das ist die Aufgabe, wenn du bei Bayern arbeitest und spielst. So sieht's aus. Okay, eine letzte, Heiko Niederer, zwei noch, ja. Ich habe es letzte Woche schon so ähnlich gefragt. Letzte Woche war es so, dass Dortmund vorgelegt hat, ihr habt nachgelegt, diesmal ist es andersrum. Ist das ein Unterschied psychologisch? Ist irgendwas leichter oder schwerer, wenn man vorlegt oder nicht vorlegt? Das ist angenehmer vorzulegen, kann man ganz ehrlich, finde ich, darauf antworten, aber du musst es halt machen. Ja, ganz genau, Alter. Natürlich ist es angenehmer, weil du nicht den Druck hast, oh, die haben schon gewonnen, wir müssen unbedingt gewinnen. Ne? Ist natürlich schon ein bisschen was anderes. So, selbst wenn wir unentschieden gewinnen, kannst du halt immer noch sagen, ja, aber Dortmund muss ja auch erstmal noch nachziehen und muss gewinnen. Ne? Und wenn wir gewinnen sollten, ist natürlich schon ein großer Druck da bei Dortmund. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ne? So, ich meine, gut, selbst wenn wir unentschieden spielen sollten, ist trotzdem Druck bei Dortmund da. Ne? Weil, ja, da müssen sie auch gewinnen, um an uns vorbeizuziehen. Also, Druck ist so oder so da, es sei denn, wir verlieren. Ja. Aber ich denke auch, wenn man vorne steht, ist Vorlegen angenehmer wie Nachlegen, denke ich. Würde ich auch so sehen. Psychologisch. Die Tür ist, es ist wie immer so, mit allem. Letzte Woche hat uns Bochum eine Tür aufgemacht, die ist halt dann nur offen, dann durchgehen müssen wir selber. Und das ist jetzt wieder so. Aber ich denke, es ist grundsätzlich ein Vorteil vorzulegen, klar. Vorlegen zu können. Dann vielen Dank. Sehen wir uns morgen in Bremen. Bis dahin. Servus. Servus. Servus, servus. Ja. Was soll ich sagen? War jetzt nicht viel Aussagen. Wie gesagt, die Mannschaft stellt sich fast von alleine auf. Das gucken wir uns ja gleich an, im Taktikfuchs, den ich jetzt gleich hier nach aufnehme. Wir haben es ja gehört, viele Ausfälle. Tell spielt wie immer keine Rolle. Damit müssen wir uns leider auch mittlerweile abfinden. Ist leider so. Da werden lieber irgendwelche gestandenen Spieler aufgestellt, die nicht wirklich Leistung bringen. Hier Müller, Mané. Selbst ein Gnabry, auch wenn er jetzt mal gegen Hertha Leistung gebracht hat. Freut mich natürlich, wenn er morgen auch wieder die Leistung bringt. Gegen Bremen ist er ja vielleicht auch ein bisschen motivierter nochmal zusätzlich. Hat ja da gespielt. Ja, ansonsten viel Rumgeeier auch, ne? Keine Ahnung, nicht wirklich jetzt irgendwas, was uns vom Hocker reißt in dieser PK. Also, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Drückt die Daumen für das Spiel in Bremen und ja, bin gespannt, was da kommen wird. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße, tschüssi.